von harten willkommen, ciao. Party, Platt und Plüschmaus. Oh, Hilka, du hörst die richtig gaut an von Dach. Ja, die sind schient. Die sind schient. Da Ja, kann ihn ja bloß gute Lohn haben. hab ich mir auch gedacht, so minus 10 Grad ist bannig kalt, aber das ist Mhm. so schön. Also mir macht Winter so richtig Spaß. Vor allen Dingen, wenn du nicht in Schnee ertrinken deißt, oder? Ja, ja, absolut. Ich hab so ein paar, wie nennt sich das denn? Frostblauen an Finste. Ich finde die so Ja, schön. Das ist ja, das richtig ist so schön. schön. Kunst von Winter. Hm. Richtig schön. Ja, wir sind ja nur wieder in unser normales Setting, ne? Ja, ich vermisse das schon so ein bisschen. Eigentlich habe ich die ganz gern neben mir sitzen. Mhm. Wie liegt die dann Voll besser schön. ärgern kann. Ja, ja, natürlich. Ja, das war schön. Also, liebe Tauhörers, wenn ihr nicht wät, worüber wir schnackt grad über uns Live-Obnahmen in der Theater am Küchengarten in Hannover, der wir an 9. Februar, 9. Februar, boah, ist das all lang her. Ja. Da habt wir die Markt und ein von den 2 Folgen, die wir aufgenommen haben, die ist auch online, die könnt ihr auch anhören. Das ist genau die Folge, die vor dieser Folge gut gekommen ist und da könnt ihr richtig hören, wo ich Lisa Argando. Ganz flavorvoll, natürlich. Natürlich. Lebevoll. Ja. Ja, das war echt ein heil besonderes Beleben. Ob er einen sieht, das mit Dieter Hopen, also das war ja erst das zweite Mal, dass wir überhaupt quasi Eye to Eye aufgenommen habt. Mhm. Und dann noch mit den Lü, mit der Interaktion vom Publikum in ein Theater. Also war ich schon aufregend und richtig schön. Also, falls ihr da noch nicht reinhört habt, hört auf jeden Fall in der Folge rein. Sie wat definitiv richtig was lernen. Danach könnt ihr mega Klauk schieben. Aber so richtig. Sie können so richtig Klauk schieten und wir rühmt auch Mm. mit ein paar Vorurteilen ob. Ja, genau. So Also, richtig Bildungspodcast. liegt's in der Warteschleife. Nur diesen Podcast hört ihr, dann liegt's in der nächsten Folge. Beziehungsweise der Folge Ja, dafür. ja. So, Lisa, das ist ja eigens auch ein schön Obtakt für das neue Plattdeutsch-Jahr West und din Fazit. Morg wie das Wetter? Ja, ich finde das auch richtig spannend. Das hätte ja jetzt, also das ganze Jahr, hätte damit wirklich mit einem Knall anfangen. Eigentlich hat wir für das Grand Finale irgendwie eigentlich abholen müssen. Ähm, ich habe da auch noch Ja. über nachgedacht, ob wir das Wetter mocken würden. Ich glaube, ich würde das Wetten anders mocken. Also, Mhm. dass wie so einen ganzen plattdeutschen Ohren vielleicht mockt und da ein Punkt von sind. Dass wir Ja, vielleicht noch ein bisschen Musik dabei habt, vielleicht gibt es auch Kabarett, vielleicht gibt es auch noch mal Dinge, von denen wir noch überhaupt gar nicht wetten darf, dass der auch plattdeutsch anbehen wird. Und das würde ich, ja. glaube ich, noch ein bisschen cooler finden. Ja, das wäre schön, denn es Podcast ein Day und dann gibt es noch viel anderes. Aber, Genau. aber ja, ich glaube, Likes, wenn das nicht liegt, so, wenn wir nicht so einen plattdütschen Abend hinkriegen dort, live Lühe an End von Jahr und auch in 2026 habt ihr noch freie Termine. Oh, und da könnt ihr nämlich auch nichts kicken, was ihr ganz neu habt. Wir habt nur auch von Partyplatt und Plüschmors Podcast, habt wie nur eine Instagram sieht. Also wenn Juhu. die up to date blieben möcht, dann könnt ihr da auf jeden Fall einmal auf ein Follow downloaden und natürlich ganz viel Live downloaden. Da was das dann alles postet, dann kriegt ihr das alles sofort mit. Und auch wenn der neuen Folgenrut kommt. Ja, richtig. Also, wenn das so kurzfristige Sorgen gibt, die kriegt die natürlich auch, ja, als Schimmers wie Lisa und bei mir direkt morgen bei Instagram. Aber wenn das mal, ja, solche Termine gibt, wo Partyplatt und Plüschmaus live jichtens wo ist, dann kriegt sie das dort direkt morgen eins mit. Genau. Oder da könnt ihr auch direkt mit uns schreiben. Also ich glaube, die Kommunikation ist da ein bisschen einfacher. Falls ihr zum Beispiel auch coole Ideen habt, was das sonst auch so auf Plattdeutsch geben deit, oder auch Wünsche mit kein wie denn mal schnacken könnt. Ja, wir nehmen das gern entgegen, denn auch die Folge in der Theater am Küchengarten in Tack, die wei, ja, zustande kommen, weil wir einen hörerschen Wunsch erfüllt Mhm. habt. Also, Genau das. Und dafür nochmal danke dafür. Dafür wirklich, also das ist eigentlich so
Captain Obvious, also so offensichtlich wären, aber ich werde doch niemals auf das Thema kommen. Nee, nee, in Südern ja auch von Tiden, der Wald vor Lüde, Boom Ja, nicht, ja, ja, wo ja, schon ja, was. ja, genau, genau das. So, jetzt nur sind die Lü richtig neugierig, ob de Volk also hört, nordische Volk, dort liegt's mal rein. Genau, genau. Und was wie nu fair habt mit Düsseldorf ist, ein bäten Trüchkicken. Also jetzt habt wir all ob den 9. Februar so ein bäten Trüchkäken. Und ich hab mir aber gewünscht, dass wir noch mal über das heile Jahr, oder das Plattdeutsch-Jahr 24 schnackt. Denn ich weiß zum Beispiel, dass Hilka ganz viele coole Socken blanken Bimocken deit, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Und bevor sie mir das in eins exklusiv nur mir vertellt, habe ich mir gewünscht, dass wieder mal miteinander überschnackt und mit G auch noch mal eine Idee davon kriegt, was eigentlich alles mit Plattdeutsch noch so afghan deit und was man noch alles Cooles ob Plattdeutsch mocken kann oder wie man Plattdeutsch noch mehr lesen kann. Und ja, deswegen hab ich gedacht, mock wie auch wenn das nun vielleicht ein bisschen Lord ist für ein Durchkicken, mock wie das doch noch mal. Und noch mal so richtig tau sehen, hey, was ist für und eigentlich allen so passiert. Ach ja, während finde ich, da bringst mir der Zeug Mut ja doch noch mal an diesen Schoko-Weihnachtsmann von Weihnachten, finde ich Der ran. ist so gut für finde ich, ne? Ja, die ist auch von fern, finde ich. Ja, ja. Ja, Die, liebe Taurer, sie möt wetten, Hilka snickert der hele Tiet, wenn wir upnehmt, hätte man muss meistens so beten was rutschnien, weil du dann hören deist, wenn sie doch noch mal in das Papier so rascheln deit. Dann schwierig und sonst normale, wie es immer ruht. Nun noch nicht auf jeden Fall drin. Und Hilka, wie witzig wär das, wenn wie Schokoladplüschmors as Merch han. oh Ist mir grad Gott. so empfohlen. Oh, wäre das cool. Ja, ja. Oh, wäre Und wie das habt ihr auch noch cool. das riesige Plüschtier? Das guckt mir auch grad an, wie der aufgenommen. Das kommt auch noch mal in die Story, definitiv. Mm, Der ist so süß. Der war auch der heimliche Star von den Abend. mm, ja, Der Plüschi. so mit Schokolade im Mund. Plüschi, Plüschi, das Plüsch steuert und um die Frau Ja. auch nochmal klarzustellen, was ist Plüschi? Ein Dern oder ein Jong? Ja, das habt ihr auch auf jeden Fall ne Volk klärt, denn us Plüschi hat ein Stärkel. Und das heißt, dass sie eine Dirn ist. Mhm. Natürlich ist sie eine Dirn. Mhm. Richtig. Genau, genau. So, und ich hätte Richtig. gedacht, wie wir das vielleicht zum Beten, wie wir das Jahr vielleicht zum Beten updalen könnt. Mhm. Und was hältst du davon, wenn wir chronologisch das Jahr so ein Beten durchgeht? Okay. Eines Ja? hast du das wisst froh Ingenieursche. Oh, danke. ähm, ja, was hast du im Januar was Besonderes belebt? Was so, also nu, wir vertellt natürlich nicht eins, wir heult us oder wir versäugt us nur, ob Plattdeutsch nur tau beschränken, will ich glaub, sonst würde das absolut das alles sprengen, wir Bannigfeld belebte für und für nicht. Und von daher gibt das nu eigentlich nur das um Plattdeutsch. Oh ja, in Januar habe ich noch mal zwei Videos drei für die Brunswickische Landschaft. Da habe ich nämlich ein Jahr lang jeden Monat ein Video für die Social Media Kanäle fertig gemacht, wo Mhm. ich ein plattdeutsches Wort in der ostfälische Plattdeutsch-Variante verklor. Machst du da noch mal ein bisschen mehr drauf erzählen? Also, wie ist das mit der Brunswickische Landschaft, wie ist das so kommen und so? Sind die einfach so auf die Tau gekommen? Ähm, nee, das ist all länger so, dass ich für die Brunswickische Landschaft arbeiten dauert. Das hätte sich. Ah, okay. Ich muss den Ben wieder gut holen. Also, Mag das, wie habt ihr dafür? wer Appetit. Der ein oder andere weet ja, dass ich für ein Tiet von 2 Jahren für das Länderzentrum für Niederdütsch Arbeit have als wissenschaftliche Mitarbeitersche. Und all dafür habe ich für das Länderzentrum für Niederdütsch das Projekt Hanserouten freiberuflich morgt. Und in der Zeit hat die frühere Leidersche Christiane Nölting den Kontakt nach der Brunswickische Landschaft herstellt, weil die vertwiefelt, ja, ein Mensch, der jünger als tachentlich ist, Ja. sagt, der ostfälische Platt kann. Und
hier im Podcast schnacke ich eben eine nordniedersächsische Variante, weil das kennt die meisten von Joe und Radio und Theater und Fernsehen und Lisa mag das auch. Aber Mhm. eigens bin ich mit das ostfälische Plattdeutsch obwussen, was ein so in Süd, Niedersassen und Sachsen-Anhalt Mhm. spräket. Und af und tau, ja, kommt dann auch so mal das ein oder andere Wort so wie mir dör. Das hört einen dann. Ja, und so hätte das anfangen mit der Landschaft und dass ich anfangen haben betten immer mal was für dich zu morgen und dann wäre eben ja der Infall, ach, wir können doch vielleicht mal so ein Jahr morgen, wo jeder ein Mond für Social Media ein schönes Wort verklaut wird, um so ein Betten den Lü mal auf einem anderen Kanal ob die Sprach Mhm. aufmerksam zu machen. Ja, und da habe ich dann im 23 anfangen und die letzten zwei Videos, die habe ich dann in äh, Januar fernt ich dann afdreit, auch mit so einem Schwerpunkt ob Water, wie die brunswickische Landschaft, denn das Jahresthema Water ha in 2024. Spannend. Und wo kann ich das noch finden? Das findet ihr ob der Instagram-Kanal Braunschweigische Landschaft und die habt auch ein Facebook-Profil, das heißt auch Braunschweigische Landschaft oder auch ob der Web steht braunschweigische Landschaft.de, da sind die Videos auch verlinkt oder du griebigen Betten vor, das verklau ich aber lauter noch mal mehr tau, ob der Web steht ostfälisches-wörterbuch.de. Ah. Ich finde das so bannig spannend, wie ich ja gerade so mit Ostfälisch habe ich gar keine Punkte, also gar keine Berührungspunkte. Aber das ist ja eigens dann din Plattdeutsch, ne? Also das, wo du Tuckis Ja. bist. Ja, ja, das ist mein Plattdeutsch hier. Und wenn ich den mit Lü eben ut Ostfalen den Schnack, dann kommt immer erstmal so, oh, wie, das ist eben so, dass mein Platt, was ich so normalerweise spräg, so ein bisschen vermenge leert ist. Also ich Mhm. muss mich dann auch immer erst drin finden, werde. In de Beton, in de Wör und so wieder und in de Grammatik, ähm, in de Wortbilden. Die sind dann erstmal so ein Betten irritiert. Mhm. Aber ja, aber das ist dann eben so und ein hat eben auch so nehmen, was das ist. Ja, das war nur bunter Doderch. Eben, richtig. So mut ein das sehen. Aber ja, das ist Ja. mein Heimatvariante und das ist auch echt ein große Kant, der Ostfälsch und die Varianten des von Ostfälsche abdeckt. Das Spräket, ja, in Ostfälsch Spräket oder Kürret ein, das geht von Göttingen über Hameln bis Hannover und Ja. dann ja rüber bis nach Magdeburg. Das ist so, insofern Köpse, das einfach nur quasi an der Küste oder in Schleswig-Holstein bin, aber da bleibt ja Mhm. so viel drinne geworden, das finde ich mega spannend. Ja, ja, das ist krass. Also, wenn ein auch mal ob die sieht hanserouten.de Guide, wo ich eben für viel vermarkt habe, dann eben Fotografen der verschiedenen Städte auch kreiert habe. Die sind da Sassschräben, aber da findet ein dann gerade eben auch in Goslar oder Mhm. Hameln oder Uelzen, das sind alles Hansestädte, fällt Hinwies auch ob das Ostfälische Platt. Cool. Ja. Und da sind auch so ein paar Sprachbeispiele, dass einen sich das mal anhören kann. Schön. Finde ich auch, dass die das auch mit berücksichtigt dann. Cool. Ja, das wäre mein Januar. So, Schön. Wie Lisa. Januar war ganz entspannt, wie ich da ja noch auf Korfu am Strand gelebt habe. Nee, nicht im Korfu, aber in Griechenland am Strand. Da ist für mich Plattdeutsch nicht ganz so viel passiert. Ich hab ja, also der mir auch länger folgt, der habt das dann mitkriegen in den Stories sicher. Und das war ja auch so um die Tit, wo ich das eine Reel mockt habe. Und ich dachte, das wäre so ein No-Brainer. Also, ich dachte mir so, hä, das ist ja eigentlich so offensichtlich, das muss ich eigentlich nicht mocken. Da bin ich ob der zweite Loot verschaven in Gorn. Mhm. Und das ist Reel ist dann aber, also das ist wirklich gaut loben. Und Fair ist
nur durch das eine Reel habe ich viele Anfragen kriegen, ich habe viele Nachrichten kriegen mit, hey, du denkst plötzlich ja mal ganz anders. Wo ich dachte so, ich dachte, das wäre doch einfach, ich dachte, das wäre doch offensichtlich, aber das war ja anscheinend gar nicht so offensichtlich. Und noch einmal der zweiten Loot verschieben, du was so ein Band oder verklor ich so ein Banden, wo sich Hochdeutsch von Plattdeutsch und Englisch wiederentwickelt hat. Und das ist bannig spannend und das habe ich nur auch mit inbaut in all die Plattdeutsch-Kurse, die ich morgen dau, in die überlebenden Plattschnackerskursen, all das, wie ich weiß, oder ich hab markt, der Lü, der kriegt dann eher ein Gefühl für Plattdeutsch. Das ist nicht, dass Mm. sie sich das einfach nur anhört, afnickt und für sich das auswendig taulieren, sondern sie merkt, Mensch, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Klar ist das, kannst du das nicht ob jed ein Wort, das gibt natürlich auch noch eigene plattdeutsche Wörter, aber um überhaupt erstmal die Grundlage von diese Sprachs und Bäten zu verstehen oder dass du so ein Bäten was Griepen zu kriegen, hilft das bannig. Und das war echt im Januar, wo so ein Bäten so wie ein Derspruch wäre wird, ach, so kann ich vielleicht Menschen das noch einfacher verkluren. Ja, und nur drauf ich natürlich im Bett einen Klauk schietern über die zweite Bitte. Laufstelle. Bitte, bitte, nur ist die Platz dafür. Diese zweite Lautverschäben, die nennt ihn ja auch die hochdeutsche Lautverschäben. Was denkst du denn, warum sich die Luden so verschoben habt? Hm. Also, ich weiß nicht, worum man denkt, so, ich muss jetzt das D und das TU tuschen oder so. Also, käme das irgendwie im Süden dann noch Norden hochschwappt oder so? Na, betten anders. Das ist so, Nipp und Nau weht ein das natürlich nicht, aber das Gift hinwiesen darauf, dass es mit der Völkerwanderungstiet zu tun hat. Denn Hochdeutsch laut verstehen, da meint ihn nicht die Sprach, die Goethe oder so schnackt hat, sondern die Althochdeutsche laut verstehen. Also das, was ihn so zwischen 400 Bett, ich sag mal 800 schnackt hat nach Mhm. Christus. Mhm. Das ist Althochdeutsch. Und da hätte das mit den Lautverschieben anfangen. Und das wäre ja auch der Titel von der Völkerwanderungstiet. Ah. Und, und das kann ein dort eben gut nachvolltrecken, dass dort eben diese Lautwandel anfangen hat und diese Völkerwanderungstiet wäre ja auch so ein echt enormen Stressfaktor für Mhm. Europa. Wo kein da nur allens nipp und nau und welche Gründe wandert, ist, weht ihn auch noch nicht nipp und nau, aber ein weht zum Beispiel dat allens, was wir von da als Epen kennt, zum Beispiel das Nibelungenlied ist ein Epos und Tristan und Isolde ist ein höfischen Roman und die Artussage ist ein Sage, das ist bloß Utdacht. Und alles, was eben sind, so als das Nibelungenlied, das beträgt sich ob einen wahren Kern und das gibt keine eben mehr achterte Völkerwanderungstiet, weil all eben sind in der Völkerwanderungstiet entstanden, unter der Stressfaktoren von der Völkerwanderung. Ach, krass. Okay, 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 spannend. Okay, da muss ich noch ein bisschen darüber nachdenken. Denn, ja. Ja, so, und eben, weil eben auch diese Völkerwanderung stark eben in diesem von da hochdütschen Ruhm sich ja abspielt hat. Ne, mit den Mhm. Goten und den Burgunder und die Schweden und all, was da alles so halt wandert ist und auch die Hunden, die da lang kommen sind mit Attila und Schieß und Schäd mich tot. Ähm, das hat eben dato führt, dass sich das Hochdeutsche so abspalten hat von der anergermanischen Sprachen. Aber du weißt nicht, also warum die gesagt haben, so nu spalt Views af. Also wollen die sich abgrenzen oder wollen die nicht verstorben waren? Oder also hat das irgendwie Überlebensgründe? Na, das ist eben schwierig. Das ist viel gelinscht sagen, kannst ja nichts mehr Mhm. fragen, ne? Mhm. Ähm, also, das ist möglich. Dat diese hochdeutsche Lautverschäben in Folch ist von ein, man sagt, germanische Superstratsiedlung nördlich von der Alpen.
Ja, entstanden ist. Das ist aber bloß eine Möglichkeit und eben weil das Hochdütsch dann da viel auch mit den keltischen Sprachen zusammenkommen ist in Süddeutschland, da darüber sich dann eben ja, der Luden so verschuven hebt. ja, Das wäre ja eben in Nordeuropa, wo ja eben auch das Gebiet von Plattdeutsch ist, nicht der Fall. Wir habt ja mit den Kelten nichts zu tun. ja, Da, ja. das sieht ja auch zum Beispiel so dieses Phänomen Rauhnächte, finde ich Mhm. ja super spannend, aber das ist was aus Süddeutschland. Das hat mit Norddeutschland und Schweden und Dänemark nichts zu tun. Nee, stimmt. Hey, mega spannend. Das ist, damit wir uns noch mal so ein Betten zurückholen. Ich glaube, das ist schon eine Folge wert. Ich finde das super, super spannend. Da wir mal überschnackt. So, nun habe ich auch Mega. noch Klatsche. Da Charlie hat einfach eigens hat gedacht so, ach ja, im Betten schnacken, Betten einfach durchkicken. Und nun war das ja aber richtig, Dave. Aber Ja, Gott, wie dann einfach mal ein Mond wieder im Februar. Was hast du im Februar schönes belebt? Februar. Was habe ich in Februar belebt? Ich glaube, da habe ich einen ruhigen Plattdeutschmond Schön. eigens hat. Da habe ich nicht so viel mag. Da habe ich. Ah, oh, ich weiß, da habe ich ein richtig schönes Video gemacht für Instagram. Da habe ich mich mit den Karneval in Brunswick auseinandergesetzt. Oh, ja Ja, schön. Der ist ja auch bald wieder. Oder beziehungsweise, wenn ja, ihr die Folge hört, wollt ihr bestimmt all grad. ja. Der wär dann grad, kann er dann nochmal Mhm. nachhören, was wir hier schnackt. Und da habe ich das Wort Schoduvel verklort. So hate nämlich die Karneval in Brunswick. Und das ist richtig Ja, interessant, warum die so hate us, a hate. spannend. Kannst du Cotton Teaser geben? Hätte nichts mit Showmaster zu tun. Oh. Ja, aber ein kann das im Betten wird ableiten, ne? Show Duvel. Duvel hätte tatsächlich was mit Düvel, also Teufel zu tun. Aber Oh, ja, wat now, da möchte ich ja das Video dann selbst ankicken bei mir auf genau. Das Instagram. ist so witzig, wie ich, die verleden Jahr bin ich da auch rumdanzt. Oben Showduvel in Brunswick. Aber ich habe mir nie groß darüber, also ich habe nie groß darüber nachgedacht, was Showduvel eigentlich haten deit. Und du weißt, ob ein Showduvel in Brunswick, wann wär das denn? Ja, zweimal all. Und das Jahr habe ich auch mit der Fähre hintergehen. Das ist Einmal. ja. Ja, ja. Ach cool, damit wir uns da verabreden. Ich würde sagen, dann werden wir dann noch der Aufnahme noch mal überschnacken. Ja, ich freue mich all drauf. Mein Februar war ja auch ein bisschen ruhig. Dort war ja gerade mein Reisemorn, wo ich dann werde von Griechenland durchgefeuert bin nach Deutschland. Und witzigerweise habe ich einen Morgen, habe ich in mein WhatsApp gekeken und dann war da eine Nachricht von einer Nummer, die ich nicht kenne. Und ich habe halt gedacht so, okay, eigens kriegt meine Telefonnummer nicht so viele. Und dann war das eine Redakteursche vom FFN. FFN ist ein Radiosender, der in Niedersachsen einfach recht bekannt ist. Und der ist an meine Nummer über eine Freundin von einer Freundin kommen. Also der ist so halt so über Vitamin B. Und der hat mich gefragt, ob ich ihr ein paar Sorgen besetzen kann, weil der gern mehr Plattdeutsch-Wette in ihr Programm haben möchte. Und das ist für mich natürlich, also das ist ja, da klingelt mir auch die Ohren. Ich finde das so klasse, wenn sie, also jeder dachte dann so ein Betten Plattdeutsch einfach mit drin nimmt. Und dann war das aber so witzig, wie der FFN kennt, der kennt auch sicher den Slogan. Der sagt dann jemals, na denn? Und dann antwortet der FFN. andere, FFN, genau. Und ich höre ja überhaupt kein Radio mehr. Von daher habe ich auch keine Ahnung von diesem Slogan. Und dann hat der gesagt, na denn? Und ich nur so, tschüss. Und dann, Lisa, du musst FFN sagen. Ich so, oh. Oh Ja, das, nee. und da so, oh Mann. Da muss ich einen doch fair verteilen. Genau, und da sind Oh, wir immer noch mal so bad in Kontakt und ich habe immer mal wieder im Bett was für der übersetzt und inschnackt und das finde ich einfach total großartig. Von daher, ich glaube, ja, die müssen auch werben für den nächsten zweiten Moktan. Also, für alle, die es gehört habt, das will im Februar das alles anfangen mit FFN. jo. Ja, schön.
Genau. Okay, Hilka, liegst wieder? März. Im März. Im März, da wär ich inladen, wie in Plattdeutsch kriegen, in ostfälischen Plattdeutsch kriegen, in Wendschott. Das ist bei Wulseburg, bei Wolfsburg. Und das ist ein, ja, ein kann sagen, ein jungen Plattdeutsch kriegen, weil da ist, glaube ich, Mhm. noch Nüms über 70. Oh, Sind, oh, so, sind sogar Lü, die gerade erst 50 oder so sind, also all einen jungen Plattdeutsch kriegen. Und die droppt sich einmal im Mond und klar, die mag auch sowas Art Gedichte vortragen, was vorlesen, was vertellen, aber auch so ab und an mal so ein Betten, gerade wenn da Lübi sind, die ihr Platt erst reaktiviert, auch so ein Betten Sprachöfen. ja, Aber der habt mega. auch, aber der habt auch schon mal wieder Lühe da, die so Vorträge holen dort über plattdeutsche Themen. Und da habt sie all in der hat, die darüber schnackt hat, wo sie plattdeutsche Nachrichten für einen offenen Kanal übersetzen deit oder in der plattdeutsche Theatermarkt und dann wär ich eben auch inladen und dass ich mal so ein Betten Vortrag darüber holen schall, wo ein ings ja junge Plattschnacker Ja, droppen kann und ja. was die Themen ings sind, die junge Plattschnackers interessiert. Cool. Ich Ja, finde das so gaut, wie sie denn jo wiest, also er ist das Problem bewusst, dass de Platschnacker langsam ut starfst und sie mockt aktiv was dagegen. Das ist richtig klasse. ja. Richtig schön. Also der Plattdeutsch-Kring in Wolfsburg-Wenschott ist ob jeden Fall mal ein Besuch wert. Und die Termine von die finde ich auch auf der Web steht ostfälisches-wörterbuch.de und auch den Kontakt, wenn ich da mal vorbeikicken wollt. Mega cool. Das gibt so viele platte Kriegen oder plattdeutsch Verein, von denen ich einfach gar nicht weiß. Also, wenn sie denkt so, oh, ich will auch gerne Anton schnacken haben, dann sind das eigentlich die besten Anlaufstellen wie Jau in der Gegend. Ja, auf jeden Fall. Da kann einer mal rinkommen und da kriegt ihr auch Kontakte. Ja, ja, genau das. Witzig, das passt doch ganz gut zum März, denn ich bin in Leckwän. Leck ist ja ganz borven im Norden, wie Husum. Und da habe ich eine ganze plattdeutsche Weg. Das war wirklich richtig schön. Ich war wie Gesa Retzlaff im plattdeutschen Zentrum. Und da habe ich auch einen Vertrag bei dem plattdeutschen Verein in Viöl. Also, ich weiß vorher nicht, wo Viöl liegt, aber die sind super aktiv. Die haben einen hell jungen Verstand. Also, ich glaube, das sind 4 oder 5 Frunzlü, also zwischen 35 und 45. Und die sind super aktiv. Und die hat da, ich glaube, ihre Jahreshauptversammlung oder so. Da waren über 100 Platschnacker, richtig cool. Und die mag zum Beispiel so eine Sorgen als der Bastelbüdel. Also der gäf dann plattdeutsche Bastelanleiten mit Bastelbüdel total in den Kindergurren. Und der habt ein Jahr einen plattdeutschen Adventskalender. Also der mag da richtig, der bewegt da richtig was. Ich war wirklich date beeindruckt, was der da alles mag. Schön. Und ja, total cool, wirklich. Also, falls ihr das hört, ich bin immer noch hart beeindruckt, was Tino eins bewegt und was Tino auf die Beine stellt für Plattdeutsch. Und da wär auch in dem Weg das Barcamp. Was ist das Barcamp? Das Barcamp nennt sich eigentlich eine Unkonferenz. Und das ist auch in Leck, organisiert von Gesa Retzlaff und das Plattdeutsche Zentrum, mit erhoben mit der Nordseeakademie in Leck. Und das ist ein Dach, der geht just um Plattdeutsch. Und am Morgen von Dach weet noch kein ein, wo der Dach ut sein deit. Und das ist total spannend, weil all die Lü könnt doch hinkommen, der Bock habt, Plattdeutsch zu hören, der so in Plattdeutsch schnackt. Also du musst doch nicht aktiv Plattdeutsch schnacken können, gar kein Problem. Du musst das schon verstauen können, wie das meiste schon auf Plattdeutsch ist. Und dann wat so de Dach, das ist quasi der Stundenplan, wat denn morgens da oben mit allen Gästen und Teilnehmers mockt. Also wenn einer sagt, hey, möchte total gern mit Jau über Kinneböcke schnacken, dann sagt er, hey, ich möchte diese halbige Stunde von Glock 12 bis Glock halbig ein, bei ich in den und den Ruhm den Schnack über Kinneböcke an. Ich habe zum Beispiel gesagt, hey, ich möchte mal komplett mal mit Jau da überdenken, was man für total malle Sorgen eigentlich mit Planet schmorken kann. Also aus dem Regensturm da oben. Eine hätten Fährdrach über ihre Weltries ob Plattdeutsch holen. Oder andere singt da oben. Und das ist total schön, weil dieses Format so
so absolut näht ist und mal ganz andere Menschen da oben kommt. Und doch Mm. sind alle verbunden durch Plattdütsch. Ja. Und das war, also ja, du bist per 2 Jahren bist du auch da wären, oder? Ja, das 2 Jahre? wäre, finde ich drehend, finde ich, wäre ich Ja, da. genau. Richtig. Mhm. Das wäre Und wär das, wär echt ein schön Veranstalten. ja, Richtig, das richtig eins, das wollte schön. ich noch mal kurz total sagen, das ist eins kostenlos und ist auch das Jahr wieder am 12.04., also am 12. April in Leck. Ich wartet auch noch mal, also ob ihr Instagram sieht, kommt dann noch mal der Anmeldelink und ich denke, wir schrieben das hier auch noch mal in die Shownotes. Also Ja. wenn ihr sagt, ja, wie habt ihr Bock drauf, kommt ihr auf jeden Fall hin. Das ist, also das ist echt mal was ganz anderes, du Plattdütsch. Ja, und auch zur Info, das gibt natürlich ein Anmeldedatum, aber wenn Sie da ein paar Wochen lauter erst hinkommt, Ja, Sie könnt da Liekers hinkommen. genau. Schrieb dann einfach an Gesa und das klappt. Ja, dem mag das möglich, definitiv. Ja, richtig. Genau. Das wäre. Ach so, und was ich auch, das wäre total witzig. Im März habe ich Pepper kennengelernt. Pepper ist ein Roboter, der Plattdeutsch schnackt. Ah, ich hab an das Schwein gedacht. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Pepper Woods. Nee, nee, nee. Ich weiß auch gar nicht, warum der Pepper haten died, aber super witzig. Also, ich habe auch ein Interview mit Pepper geführt, finde ich auch auf meinem Kanal, bei Instagram. Da hat ja schau ja gefragt, wann wird ich einen plattschnackenden Roboter fragen? Und da hab wie, ja, ein schönes Interview hat Pepper und ich, das war so witzig, weil Pepper, also, ich ha Yvonne, die Kinderbauktant, die Mhm. war auch da. Und ich ha sie so beten. Wir habt auch eine schöne Folge mit Yvonne hier. Ja, das wollte ich auch noch mal bei Instagram posten, ist mir so infullen, dass wir da noch mal oben dann aufmerksam mockt. Der war auch, ich glaub, Yvonne war uns allererster Gast. Ja, wäre uns Ja, erste Gast, richtig. Mhm. genau, da hab ich schön über Kinderböcke geschnackt. Und ich habe sie so beten als mein Insta-Boyfriend, also sie müsst das filmen. Und da war so witzig, wie El Pepper, der Roboter, der säugt sich ja jümmes Gesichter, denn er dann quasi an, ich kann ja keinen ankicken, aber und dann hat Pepper nicht mich ankäken, der hele Tiet, sondern der hele Tiet Yvonne, weil der total vertöbert war von Yvonne anscheinend. Und wirklich, dass der Programmierer von Pepper dann auch gesagt hat, ey, das ist total komisch hier, warum kickt der denn der hele Tiet Yvonne an? Ja, das war einfach witzig. Ja, der könnte ich auch allen zu mir im Kanal finden. Oh, Ja, schön. März. Ich würde sagen, März habt ihr Arbeit, ab in April. Mhm. Aber in April. In April habe ich wieder Videos für die Brunswickische Landschaft dreit. Ähm, Da hätt aber bloß ein richtig was mit Plattdeutsch zu tun hat. Und da habe ich nämlich in Fru und Scheinig, das ist Schöningen bei Helmstee. Da gibt es auch so ein großes Palion-Museum über die Schöninger Speere. Kann ihn sich auch gut einmal ankicken, ist echt spannend. Habe ich eben mit in Ole Fru und Scheinig schnackt. Weil der hat in Scheinig in Föhren ob Plattdeutsch schmeckt über das Thema Water in der Region. Richtig Ah, interessant. Ja, das Video ist auch noch auf dem Kanal von der Brunswickische Landschaft und da kann ein dann auch Kontakt mit der Frau kriegen, wenn sie mal in der Region unterwegs sind und ja, auch vielleicht mal in plattdeutsche Föhren zum Thema Water haben wird. oh, da geht mir liegt das hart oben, ne? Ich lief ja das Thema mit klären Loch und Worte und Abworte und Taubworte. Richtig Ja, cool. Mega spannend. richtig, richtig interessant. Die ist da Heimatpflegerische in der Mhm. Region und eng kann sie anfragen, ob sie Föhren mit ihnen mag und eben auch platt. Mega cool. Ja, also, ja, das wäre mein plattdeutsche Highlight in April. Wäre Ja, sonst ich noch was? bin. Ja, Mhm. doch, nee, das wäre das, ja. Ja? Ja. Ich war im April bei der Landjugend, bei der niedersächsischen Landjugend. Der hat ein Dach in, oder der wollte, glaube ich, ein heiles Wochenend, so ein plattdeutsch Wochenend, habt ihr mockt in Hamburg. Und ich bin ein Dach da gewesen und hab mit den erstmal sonntags morgens Kater-Yoga auf plattdeutsch mockt. Das war richtig witzig, wie es erst da noch in Vollen, dass wie im Bettenfell mit Kopf Doll mockt habt, da er vielleicht nicht ganz so gaut wäre. So. Naja, aber sie hat gaut ordnend und sie hat gaut mitmockt und so. Das war echt witzig, wir habt schon gedacht, okay, wir möchten mal was anderes mit der Landjugendlichen mocken.
Und dann bin ich durch sonntags mittags dann hin, helfe mit den so Betten Yoga mag, damit wir wieder, der Glück wollen, am Sonnabendabend im Unsorт hier Orde und dann auch halt noch im Kiez und so. Und da habe ich erstmal Yoga gemacht und dann habe ich mit denen nochmal so ein Betten generell Plattdeutsch gemacht. Also einmal vertellt, was ich eigentlich so morgen da und dann was ich so ganz gern morgen da. Das sind so ein, zwei Stunden, nennt sich Überleben in der Platschnackers. Und genau, da habe ich im Betten über Platschnackt und auch noch darüber brainstormt, wie man mehr oder was sie sich noch auf Plattdeutsch wünschen würden. Das war im April. Das war witzig, wieder mal eine ganz andere Tailgruppe wieder mit den Landjugendlichen. Ah, schön. Mhm. Richtig, richtig schön. Klasse. Genau. Okay, ab in Mai. Oh, wir kommen schon richtig in den nahen Sommer. Ja, dann muss ich erstmal immer überlegen, wann, was wei in Mai eigens bei Muss mir. ich auch nicht jeden einen Monat was wählen. Ähm, doch, in Mai habe ich mir der Tag ankeken. Oh, ja. Oh Gott, ja, das ist wichtig. Oh. Ja, in Mai, da weg, nämlich in Lorden, wie ein Veranstalten in Tag, da wäre zum Beispiel Sabine Herrmann mit dabei. Den Um, Musiker. Genau. der Der, Musikersche, die kennt sie bestimmt, der singt auch Plattdeutsch und ja. der hat da ein Programm mit Uwe Jansen hat. Der ist Journalist in Hannover und hat uns auch jetzt nur viel unterstützt für den Podcast. Hat auch Ja. einen großen Artikel in der Hatz geschrieben. Ja, danke Und dir nochmal fair, falls du das hören deist. Wirklich, der ja, war großartig. ja, richtig schön. Richtig schön. Halbige sieht, krass und Ja. riesiges Foto von uns. Ja, und die zwei haben mir inladen, dass ich mir mal der Tag ankicken kann. Und dann bin ich dahin feuert und habe einen wunderbaren Abend mit den zwei hat. Wäre richtig schön, das wäre so, ja, so ein bisschen ostfriesische Comedy, kann ich sagen. So Kindheit, ein bisschen Kindheit, Jugend in Ostfriesland. Und Sabine hat wunderbar gesungen. Und dann hätten wir natürlich viel über die Situation von Platt Achterna noch schnackt. Und ich habe, ja, Schön. wie alter Tackmann wetten ankicken. Ja, ja. Da muss ich auch noch mal drauf sagen, der Tag ist richtig kommodig. Das hat so ein Betten, vielleicht kennt ihr die Lü, das Schmitz Tivoli, vielleicht kennt ihr Leute Hörers. Da sind ja auch so viele Tische und das fühlt sich einfach so richtig als so ein kommodig Wohnstuf an. Fand ich richtig cool. Ja, das wäre richtig, richtig schön. Also wenn Sie mal in der Tack oder wenn Sie in Hannover sind und sagt, ach, hüt hab ich mal Lust vielleicht ob so ein, ja, Lütschen Theaterabend, der Tack kann ich Ihnen auf Mhm. jeden Fall empfehlen. Ja, absolut. Das ist schön. Halt irgendwann ein Richtig. anderes Programm. So aus dem kleinen Podcast. Ja, zum Beispiel. Zum Paufe. Beispiel. Ja, und auch viele Grüße an Frieda in der Technik und an Ja, Jan de Leider. Oh, sie habt uns echt begüscht. Das wäre ein Ruhm. ja, ja, wirklich. Liegst total willkommen, Völt. War richtig schön. Und dann wurde Richtig ich so schön. obrecht mir. Ja. Ja, aber hätte ja alles klappt. Ja, das hat das. Oh, Absolut. Sogar mit der ja. Technik. Nur wegen Ben Bammel, hagen Ben Bammel fair. Aber Sims, das hat klappt. Ja. Wahnsinn. Danke, Frieda. Danke, danke. Ja, mi Mai will auch gar nicht, also du will nicht so furchtbar fair los. Ich will, das will ganz witzig, wie eine Firmenfeier, wie einem Firmengeburtstag bin ich Inlord werden. Da hat Jared die Barber, hat du die Moderation gemacht. Und ich helfe mit den, da wollen so bummelig 400 Lü oder so, mit denen habe ich so ein bisschen Pusen besprossen morgen. Dann ist halt so Firmenvieren ist manchmal ein bisschen langweilig. Dann kommt der Politiker hier und vertellt da was grodet und dann kommt noch irgendwie ein Ortsvorsteher da und vertellt was und dann was hier vertellt und da vertellt. Und der Lewe Heiko Fischer und Barkstede, der hat gesagt, okay, ich möchte noch ein bisschen was Lustiges zwischen der Chem. Und er möchte halt gerne Plattdeutsch haben. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, total gerne. Und dann habe ich mit den Leuten erst, der Sport ist übertrieben, du kannst ja die ja nicht viel bewegen, aber dass der noch der ganze Gesabbel, was der da anhören hat, hat sie sich dann auf dem Staul so ein bisschen bewegt, so ein bisschen als, nicht ganz im Sitten, aber so ein bisschen Yoga auf dem Staul, so ein bisschen in der Richtung.
Hab wie erst hoben mockt. Weil ganz witzig wieder, weil so einige Politikers bei, wo ich gesehen hab, so, die hätten mich so ankäken und hab so gedacht, so, ob gar keinen Fall mock ich hier mit. Im Endeffekt hätten wir alle mitmockt und dann hätten wir richtig Streit. Das war wirklich witzig. So tatsächlich, wie du der hele Masse oder Menge an Lüdern, so die Arme hoch und sieht und Inordnen, Utordnen und so, das war echt ganz witzig. Und dann hab ich noch ein Beten Lederon und Filmroten und Plattdeutsch schmockt und das war einfach ein richtig schönes Uplockern von diese schönen Veranstalten. Und ich habe Jahre die Barbara und allerersten Mal live kennengelernt. Sonst kennen wir uns nur über Instagram. Und nu Nee, habt ihr das uns ist endlich nicht, nee, mal. das ist nicht wahr, Lisa. Wir habt ihn all in Hamburg droppen. Ja, da hab ich eben aber nicht droppen, da hab ich eben nur sehen. Aber er hätte uns doch Hallo secht. Mi nicht. Ich bin ja werde mit Oma Anni werde noch Hus feiert. Ich bloß allein da noch mit ein schnackt. Ja, tatsächlich. Ja, wir habt so die heilen Platznackers vom Plattenfredach und so habt wie droppen. Und auch Anni Heger hab ich doch kennengelernt und so. Und dann, das ist ja auch schon 23 gewesen, glücklich. Aber ich hab Jahre nicht droppen. 22. Oh, 22 alt? Boah, krass. Ja, okay, Mhm. dann hab ich Pflicht, dann wärst du da all weg, dann hab ich allein mit den schnackt. Ja, ja. Voll witzig im dem Mal. So richtig to sein. Weil er Spaß macht, also. Mach ich. Genau, da war mein Highlight im Mai. Kommen wir in Juni? Im Juni, da wär ich in Urlaub in Kroatien. Und Schön. da, Oh, ja, das wär schön. Und da hab ich schon dann all mit plattdeutsche Stories und Kroatien beglückt. mega. Und, und da wär noch Besuch ut Österreich da. Und da hab ich dann der österreichischen Besuch ein Betten Plattdeutsch lehrt. Mega Gaut. Völker verständigen. Schön. Ja, Ja, cool. ja. Ja, ich war da in Osnabrück und das war echt ein krass großes Projekt für mich. Der hat mir auch einfach über Instagram anschreiben und ich hab mich, also der hat halt gesagt so, ja, wir möchten für us Mobilitätsprojekt im Landkreis Osnabrück, möchten wir gern beim Plattdeutsch morgen. Ob ich denn da Interesse dran habe. Und ich hab gedacht so, ja, auf jeden Fall, findet ihr cool. Und hab den nächsten Meetingstermin ansicht und ich hab mir gedacht, okay, ich übersetze da und beten wat. Und dann war ich in der Meeting und da ich schon, hä, wo sind denn hier so viele wichtige Lü, so Marketingmanager und Werbeagentur und ich so, okay, hi, ich bin die Lisa, ich kann Plattdeutsch, weißt du das? Und dann hab ich so gefragt, so, ja, also, soll ich für Jau wat übersetzen oder wie stellt die Jau dat fair? Und so, nee, du schaffst das Werbegesicht waren. Ich so, oh mein Gott, das Werbegesicht, okay. Ähm, okay, hab ich noch nie nicht mockt. Ja, und so ist das dann kommen, dass ich nu all viermal in Osnabrück wär, für Dreh doch. Und dort reit wie Werbematerial rund um Carsharing, rund um den neuen Buslinien und das halt eins mit Plattdütschen verbinden. Was einfach total witzig ist, wie ich sowas auch noch nie nicht vorher belebt habe, so, wo dreit ein eigens denn Werbespots und so. Und ja, das ist der Anfang. Also für all die im Landkring Osnabrück unterwegs sind, vielleicht habt ihr wieder ja mal irgendwo sehen, achtet mal darauf, ob die Busse, wo Plattdeutsch rumstehen und laut. Richtig cooles Projekt. Soll ich auch bald wieder hin. Mhm. Cool, cool. Ja. Oh Gott, das erinnert man mich Jimmers wieder an diese Geschichte, das hat er wirklich mal vertellt, mit Scheine für Vereine. Nee, vertell noch mal. Oh, doch, also hast mal vertellt, aber vertell noch mal. Da war ich in ein Werbespot mit min Röhnrad. Und hef da, da war der Herr Drewe, das sind Scheine für Vereine, das so Aktion hat. Und da wären dann eben ja, unterschiedliche Sportler und das habt ihr dann auch eben dreit und dann mussten wir dann auch noch jichtens was singen, während, ja, wie Sport macht. Und dann lebt dann tatsächlich im Fernsehen auch. Mega. So, Kann man das noch ja, irgendwo auf YouTube oder so finden? Das muss ich noch mal ja, hochladen, Pilker. ja, das gibt es auf YouTube. Ich stelle den Link da nochmal rein, hier in die Show Notes Ja, mit der Anne Links. Da kann einen mir dann so, ich weiß nicht, 1 Sekunde oder vielleicht 2 Sekunden mit der Dröhnrad da lang da schnie ich grün was sehen. schön und gut für unsere Insta sieht. Cool. Ja, Das finde das ich wäre total witzig.
Ja, das wäre auch richtig crazy. Die hätten dann, also auch so, das wäre eben auch so ein Regisseur, als er sich das so Mhm. vorstellt, der ist so richtig so over the top wählen. Ja, das kenne ich ja nur von mir in Komparserie. Das haben wir, glaube ich, wie den Nebenjobs, habe ich da mal vertellt. Weil ich ja so gern wie Soko Wismar mitspielt habe oder wie im Dromschiff. Und Mhm. ich finde das so witzig, wie die sind ja wirklich so, wie man sich die Regisseure vorstellen, da halt so expressiv oder wie man das nimmt. Mhm. Total witzig. Ja, also echt so, das wäre richtig so ein Beleben, wo ich dachte, oh Hammer. Da kommt's nicht mehr gut. Nee, 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 ja. Naja, so viel Dachau. Ja, genau. Ja, kommt wie in Juli. Oh, in Juli. In Juli habe ich ein ganz dulles Plattdeutsch Beläfnis hat. Da habe ich nämlich einen Gast in min Kök gehabt und mit der habe ich zusammen ein Volkspartyplatt und Plüschmus aufgenommen. Ah. Zum allerersten Mal bei wieder zu hoben. Ja, 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 das war ja. richtig schön. Ja, das wäre eigentlich so mein schönstes Plattdeutsch Beläfnis von Juli. Oh. Oh, Ja, hier kann ich gar nicht singen. Nee, ich fand das auch wirklich schön. Also, das war cool, da wieder mal zu hoben mockt hab. Weil so remote ist für uns natürlich einfacher, das zu ja, mocken. Weil das einfacher ist mit den ganzen Abschnacken und so. Aber der Dynamik ist doch nochmal anders, wenn wir uns gegenüber sind. ja, das hätten wir ja nur auch wieder gemacht in Hannover. Ja, 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 absolut. Das ist nochmal echt ein anderer Schnack. Mhm. Ja, aber das wäre richtig schön und also irgendwas, das wäre mir ein Plattdeutsch Highlight im Juli. Schön. Wie natürlich auch. Und ja, Blangby habe ich angefangen, dass ich oben das ist in Mecklenburg-Vorpommern, ist das so eine Halbinsel. Und da hab mi de Darster Festspiele. Das ist ein Butentheater. Also echt total coole Kulisse. Ähm, de hab mi anfrocht, ob ich Lust ha, mit den Lütschen Schuhspälern von den Plattdeutschkurse zu mocken. Und nu bin ich also wieder ich so bummelig ein bis zweimal im Mond um das feuern dau und dann halt dur mit den Kindern Plattdeutschunterricht morgen dau. Richtig cool. Hab ich vorher noch nie nicht mockt und eigens ist Kinderbildung, also ich glaube, ich bin eher ein Typ für Wussenlübeln und nicht so für Kinder, aber ist mal was ganz anderes, stellt mich für ganz andere Herausforderungen auch und mockt auch ein Stück wie Spaß. Ja, Das war ja auch schön. noch so im Juli. Ja, mit den Kindern, wo du auch sehen, da ist okay. Einige habt ihr richtig Bock tau und die habt ihr auch noch so ein Beten, das Gefühl für, so von Oma und Opa oder so. Und Mhm. für manche ist das total fremd. Oder aber auch, da sind auch Kinder dabei, der keine deutschen Wörteln hat und der Muttersprach nicht deutsch ist. Und dann hat aber gar nicht so schwer fallen, da Plattdeutsch zu lernen. Also wirklich von ein, zwei bin ich richtig beeindruckt, wo ich mir denke, so, wow. Ich finde das schon schwor, also ich würde schon, glaube ich, verzweifeln, Deutsch zu lernen. Und der lernt halt auch noch Plattdeutsch dazu. Richtig cool. Ja, schön. Klasse. Mhm. Richtig Ja, schön. ab in August. In August, da habe ich mir ein Dach, das war so ein krass Hittendach. Wir haben da, glaube ich, 34 Grad hat. Das war krass. Und da habe ich mich mit einem Redakteur von der Braunschweiger Zeitung in Braunschweig getroffen, weil ich habe über Braunschweig auch ein Hanseroute mockt und dann Mhm. wohl der Redakteur gern mit mir diese Route einmal aufgauen und dann für Plattdeutsch Morgen September dann eben einen Artikel darüber schrieben und oh Gott, und das wäre krass, So wie fit. sind, das sind zwei Routen in Brunswick. Und wir habt eben wie 35 Grad diese zwei Routen da auflopen. Boah, krass. Ja, oh, das wäre so heftig. Und also diese Routen, ja, ich kann da auch so eine Führung obmarken, aber eigens ist dir natürlich gedacht, dass ein mit dem Handy da langlopen deit und dann eben Mhm. sich dann eben an die Punkte ob the Card dann eben alle Fotos ankickt und dann sich eben den Text da über der lesen deit und so eben so ein ja so ein Stadtfoto, ein Stadtspaziergang morgt und oh, und das wäre echt krass, dann eben liegst das riesen runde Tomaken und Ja. da der hele Titau sabbeln. Ja, ja, das ist das Anstrengendste. Mhm. Ja.
Das wäre richtig krass. Und ja, ja, hätte Redakteur dann aber auch einen schönen Artikel überschreiben. Das wäre richtig schön, Stimmt. aber der wäre auch fix und fertig dann noch und hätte dann gesagt, okay, äh, wenn wir dann nochmal über Goslar morgen, dann bitte an einen Tag, der nicht so hit ist. Ja, sehr witzig. Ja. Ah. Fix und fertig. Sie habt eins gegeben für Plattdeutsch. Ja, wer habt alles gegeben. Ja. Ich sag die. Oh, ja, genau. Schön. Mhm. Ja, mein Highlight war das Pangea Festival. Das muss ich schon sagen. Also, das Pangea ist, ich würde sagen, da sind so bummelig 20.000 Lü. Das ist ein Festival wie Ribnitz Dammgorn in der Nähe von Rostock. Und das ist ein Bäten, also schon ein Musikfestival, aber auch mit Kultur. Also da gibt es ganz viele Werkstätte, wo man Schmuck basteln kann. Du kannst Bäten wakeboarden, du kannst aber auch Batik-T-Shirts mocken, du kannst einen Theater-Workshop mocken, du kannst meditieren, du kannst dort Sport mocken, du kannst dort BMX feuern. Also das ist wirklich, für jeden ist da was dabei. Und ich habe für 2 oder 3 Jahren habe ich den mal anschreiben, weil ich mir dachte, hey, du für Planet doch eigentlich cool hinpassen, weil mal was ganz anderes. Und ich dachte mir, hey, mehr als nee sagen könnt ihr nicht. Und ihr habt tatsächlich ja gesagt. Und dann war ich für 2 Jahren, also 23, war ich dann das erste Mal durch und habe da quasi nur einmal, nee, zweimal einen Plattschnackerkurs gemacht. Und das ist aber so gut angenommen worden, dass sie mich verledet Jahr gefragt habt, ob ich denn nicht noch was anderes anbieten möchte. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann noch plattdeutsche Meditation und einen plattdeutschen Sport. Und so ist das wirklich gekommen, dass ich am Pangea viermal einmal einen plattdeutschen Schnackkurs, also Crashkurs gegeben habe, also SOS, Überleben und Plattschnackers, der Kurs mit. Und ich habe auch plattdeutsche Meditation und Sport mit denen gemacht. Und das war so witzig, weil ich habe das manchmal, dass ich mir so denken, da so, was magst du hier eigentlich? Das interessiert doch gar keinen. Also so diese blöden, diese negativen inneren Stimmen, der jemand echt so, das interessiert doch gar keinen. Und dann habe ich da auch so ein bisschen mit Torhadern und bin dann Tomine Böen da hingegangen. Und da waren auf einmal mega viele Lü. Und ich dachte schon so, okay, bin ich hier verkehrt? Und dann habe ich so den letzten Rech von der Lü gefragt, so, Entschuldigung, sind Sie hier für die plattische Meditation? Ja. Ich so, der zweite Rech fragt, sind Sie hier für die plattische Meditation? Ja. Und ich war so baff, wie ich, und ja, war einfach richtig cool. Das ganze Setting ist so mega, mega schön. Du bist ass in einer Parallelwelt. Wirklich. Also, der Pangea ist somit eins von den schönsten Festivals, die ich je belebt habe. Und dass die auch gesagt, hey, wie nehmt uns den Platz für Plattdeutsch, ist natürlich großartig. Und meine Mama und meine Tanten werden auch noch mit dabei, weil so witzig. Ach, schön. Ja, ja. Also ja, das war also Pangea im August, das war definitiv ein Highlight von 2024. Ja, kommt wie, na, Plattdeutschmorgen, September. Ja, Trommelwirbel, Plattdeutschmord. Warum ist Ja, eigentlich der September der Plattdeutschmord? Weiß das einer? das hätte sich die ostfriesische Landschaft mal gedacht. Ah, okay. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum. Okay. Aber wie nennt das Ja, so? Ich finde das laut. Mag wie. ja. Ja, der September. Da kiek ich so im Betten mit einem Lachen und einem Wein das auch rup. Ja. Also, schön wei, de Plattdeutsch kriegen vors Felde, Quatsch, Wenschott in Wulseburg hat mi nur mal anfrocht, die hätten Plattdeutsch-Tag morgt, ob ich da was unterstützen kann und ich kun an de Dach selbst nicht hinfeuern, aber ich habe für de dann ein Balladutsche-Bingo kreiert Ach, und cool. Oh. genau, ja, und damit ihr dann da Bingo spielen könnt. Bingo ist so witzig. Bingo ist eigentlich so ein simples Spiel. Aber auch wenn Ja, ich hier mit den Darser Kindern habe ich auch Bingo auf Plattdeutsch gespielt und die haben sie doch voll drauf abfeuert. Total ja, witzig. ja, also das Ah wäre ja. schön, das wäre schön. Drurig weh und nu, ach, ja, nu kommt wieder Tau. Eigens. Wenn du und ich ja von Gesa Retzlaff anfrocht Mhm. worden für ein Festival. Genau. Und das wär so ein blödet Hin und Her. Wir habt so viele dulle Plans morgt mit Partyplatt und Plüschmors und wie wieder richtig Plattdeutsch-Party morgt und so wieder. Wir müssen natürlich gar nicht uklamüsern, das hätt alles nicht klappt. Mhm. Und dann kun ich nicht mehr hinfeuern. Ja, Und das ich, war und ich wirklich dort.
Und das wäre richtig, und ich wäre richtig, richtig trurig, aber das hätte dann bei mir eins nicht mehr passt und dann bist du da allein hinfeuert. Genau. Ja, das ist so, das mockt okay, also wie mockt das ja eins nur so blang wie und andere Dinge habt dann auch Priorität. Und genau, ich bin hinfeuert auch mit Gesa und Christine, die arbeitet auch für das Plattdeutsch Zentrum. Und wir wollt auf das Festival und habt dort für ein Wochenend dann aber ein Kulturfestival in Schleswig-Holstein. Und da war ich schon cool, wir habt dort die Plattpiece verteilt. Das ist ein Taken für Plattschnacker. Da kannst du, also der Achtergedanke ist so ein bisschen als der von der AIDS-Schleife, dass du halt sagen lässt, okay, du kannst platt mit mir schnacken. Du musst nicht so im Platt schnacken können, aber ich sag, hey, gut mit der Sprock, schnack platt mit mir. Und ich glaube, ich wollte schon an der ganz gauen Stelle. Das hätte auch Spaß mockt, weil natürlich cooler wären, wenn das mit dem in der Färberei nicht ganz so blöd loben ha. Also wir habt das Beste drut mockt, wir habt aber auch drut lehrt, dass nicht jeder vielleicht so, wie nennt man das, so plattdeutsch Tauwand ist. Vielleicht so. Ja, ja. Das wäre echt short. Also wie benäumt nur das Festival hier auch nicht. Mhm. Welches Festival das ist. Ähm, aber ja, da ist Fail in der Organisation Shape, Lopen und ja, ich glaube, unter de Voraussetzungen möt wieder nochmal über Norddenken, ob das so, ob der Ort und wie es nochmal lopen kann. Ja, und das ist ja auch, also das ist ja gar nichts Schlechtes. Wir lehrt doch einfach gut. Wir Ja, nicht jeden Mut plattdeutsch mit offenen Armen empfangen. Und das ist auch vollkommen fein. Wie ja, trägt du auslernen drut. Und von daher ist das eins ein Learning. richtig. Mhm. Richtig. Also Genau. ist die September erfolgt. Ich wollte gerade sagen, plattdeutsch Mord ist abhakt. Ab Ja, in Oktober. ja. Aber wenn sie sagt, oh, da wäre ein cooles Festival und wir möchten Party, Platt und Plüschmus da haben, schrieft uns. Genau, wo vielleicht plattdeutsch gaut hinpassen deit. Oder plattdeutsch auch noch fehlen deit. Wacken. Richtig. Backen! Ja, richtig. Wie mag da auf jeden Fall Plattdeutsch Party mit Joe? Ja. Ja, genau. Oktober. Oktober wäre eigens für mich der Beginn von min plattdütschen Herbst und Winter. Oh, Ja, denn philosophisch. philosophisch, ja. Ja, aber im besten Sinn. Ähm, denn das Slot Wulseburg, das Schloss Wolfsburg, die habt eine Kunstgalerie, eine große Kunstgalerie bin und de mag da jet ein Mond ein Veranstalten, der hat Kunstgespräch in der Mittagspause. Da kommt dann Experten für verschiedene Themen und schnackt dann darüber, wo sich das mit Kunst zusammenbringt. Das kann zum Beispiel wen Köke, also was Toiletten und Kunst oder Foutball und Kunst, also was. Also was, wo ein denkt, oh, das hätte doch gar nichts mit Kunst zu tun. Und wo ein dann aber eben doch sieht, wo viel das eben doch mit Kunst zu tun hätte. Und da bin ich dann inladen worden, über das Thema Plattdeutsch und Kunst zu schnacken. Und der wird mich bannig überfreit, denn ich bin ja auch studierte Kunstwissenschaftlerin. Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, ich weiß fällt wenig über die Hilke. Als ich tatsächlich dachte, so, Moment, das hast du auch studiert. Ich finde das so spannend. Irre, Ja, irre. ja. Und das wäre richtig schön, weil ich habe natürlich auch gedacht, okay, was mag ich da? Klar, ich bringe ein paar Boyka mit, habe ein bisschen plattdeutsche Rockmusik von der Band Rockwag dabei hat. Und dann habe ich aber gedacht, okay, wo träge ich das Thema ab? Und dann wohl ich gern eben wiesen, wo sich Plattdeutsch eben auch verändert hat über die verleden Jahrzehnte und dat Plattdeutsch in der Kunst auch bannig, ja, weiblich ist. Wo sagt ihr Oh, weiblich auf Plattdeutsch? ja. Ähm, Wieflich hört sich komisch an. habe ich Das auch ist irgendwie, gerade gedacht. ja, aber das, Witzig. Müssen so ein wir mal, Betten, wir müssen noch kicken. ja, Betten absünderlich, ne? Wieflich? Hm. Aber ich weiß, was ich mein. Und
da habe ich dann ein Künstlerische in Hamburg anfragt. Der heißt auf Instagram Pitch Black Illustration und der, okay, sorry, der mag so auch so Bettengruft die Kunst. Aber eben auch viel mit plattdütsche Anleihen. Und das hat mich bannig gut gefallen und vielen Dank nochmal an die, liebe Annika, dass du die Städtische Galerie zwei von den Grafiken dort auf Verfolgung stellen hast. Die sind da nur auch inlagert, also die Bilder sind nun Teil von das Lager von der Städtische Galerie in das Schloss Wolfsburg. Und die habe ich dann vorgestellt, ob der Ort und Wies, wo eben die Künstlerische mit Plattdeutsch in ihre Arbeiten umgeht. Sie mag viel mit, ja, so kriegerische Weiblichkeit auch und verbindet das eben mit Plattdeutsch. Und das finde ich richtig stark. Einfach so, also so diese Kraft von Frunslüd mit der Kraft von der Sprach zusammenzubringen. Ja, und dann habe ich mir noch von einem regionalen Künstler auch noch ein Bild besorgt und was so plattdeutsch eng so mehr in de 50er Jahre in die Region, ja, Wolfenbüttel, Brunswick, Wies, nämlich so, ja, Bauernhof, so ländlich-sittlich. Und heft dann eben auch wies, ne, wo sich eben der Umgang mit Plattdeutsch, also das Bild, das wäre eben auch ein Bild mit plattdeutschen, mit einem plattdeutschen Gedicht bin, was so, ja, was as zu sagen, die Situation, ob das Bild illustriert hat, das ging darum, dass in Lütsche Katte noch das Schlachtfeste hingeht. So, und wo sich dann eben so, das wandelt hat, so von das ländliche hin, na, das urbane, weibliche, was das künstlerische und Hamburg da eben in ihre Bilder umsetzen deit. Und das wäre richtig schön da und das wäre auch gut bogte veranstalten. Und was mich bannig überrascht hat, ich habe ja eben im März all bei diesem Plattdeutsch-Kring in Vortrag holen, da habe ich gedacht, okay, ich kenne nur all Plattschnacker hier auch, Ja. und von der Kant. Und dann Vader, aber wie diese veranstalten, bloß ein Fru de Plattdeutsch kon und all anderen, Nein. die wären bloß das sind Kunstinteressierte. Ach, das ist so cool, wie du noch mal 'ne ganz andere Tailgruppe dann to gripen kriegst. Mega. Ja, und ich habe dann natürlich eben mehr dann Hochdeutsch schnackt, weil da wären ja Mhm. eben gar keine Plattschnackers dabei. Ich habe da dann so ein Bett mischt. Aber der hat sich das ja super interessant und oh, und vielleicht können wir das auch noch mal wiederholen. Und ja, das hat mir richtig gefreut. Cool. So, Oh, dann das eben ist so, richtig stark. ja, richtig so Kunstbegeisterte dann eben so für dieses Thema, äh, ja, zu begeistern. Das wäre mir ein Oktober-Highlight. Wahnsinn. Mega cool. Ja, ja, Genau, richtig mir schön. im Oktober war im Betten witzig, weil, also ich bin von den Schaulmeisterdach. Das gibt hier in Niedersachsen ein Schaulmeisterdach für plattdeutsche Schaulmeister. Und da bin ich anfragt worden, ob ich da eine Waagstelle mit denen morgen würde. Social Media und Plattdeutsch. Und ich hab das ein Fehler mockt und nicht noch fragt, wo alt die Lü sind. Und hab dann so ein Betten gedacht, so, ja, und dann vertelle ich Betten was über Social Media und dann macht jeder einen seinen eigenen Post. Ja, als ich angekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, wir werden Betten umplanen. Wir habt erstmal anfangen, wir habt für all auf jeden Fall die Tastatur von uns Telefon und Plattdeutsch gestellt. Das habt wir hinkriegen. Und wir Mhm. hat eine richtig coole anregende Diskussion, ob sie in ihren Unterricht Social Media, Instagram, all sowas mit drin nehmen möchte. Und das war auch bannig spannend, muss ich schon sagen. Weil natürlich, du hast viel mit Datenschutz, das ist auch eine große Sorge. Aber um junge Lüter motivieren, ist das glücklich, oder sich mit Plattdeutsch untereinander tau setzen, was Plattdeutsch Kreative tau kreieren, ist das glücklich der richtige Weg. Und das kann ja auch ein privater Account werden. Aber das, womit sie sowieso jeden Tag hantiert und was sie sowieso jeden Tag konsumiert, das söhnt am Morgen. In Verbindung mit Plattdeutsch sehe ich auf jeden Fall as, Edition as, also as etwas, was Plattdeutsch auch noch wiederhölpen da wieder tau leben. Ja, klasse. Boah, November war bei mir richtig viel los. Uh. Richtig viel. Ähm, an
also an Halloween, an letzten Tag von Oktober, habe ich einen Gast hat, bei mir zu Hause. Und der hat mir was Schönes Aha. gemacht. Das vertelle ich aber erst im nächsten Monat. Und dann November wäre bloß Highlights. Denn ich habe dann ein paar Mal gesagt, der Websteh ostfälischeswörterbuch.de. Der ist im November online gegangen und ich habe zusammen mit der Braunschweigische Landschaft und der Landschaft Südniedersachsen, über ein Jahr an diese Websteh-Arbeit. Krass. Und der ist noch nicht fehlerfrei. Also die Agentur muss noch betten da was an Marken. Aber diese Websteh ist, ist für den ostfälischen, ja, für die ostfälische Kant und hat einmal ein Wörbuch mit die Varianten Plattdeutsch dat Brunsviger Platt, dat Göttinger Platt und dat Nordheimer Platt. Krass. So, und das ward nach und nach eben auch noch wieder abfüllt. Das Wörterbuch, da muss noch ein Betten wann markt worden, das ist noch nicht fehlerfrei, aber das ist all da, ein kann damit all arbeiten. Und das Schöne ist, viele von den Wör sind auch inschnackt. Ein kann sich das also Ah. anhören. Ja, das ist Ja, großartig. Ja. ja. Sonst immer Und nur das, lesen. Ja. Hm. ja, ja. Und der Rechtschrieben basiert nicht ob Sass, sondern ob das ostfälische Wörterbuch na Wrede Schierer Gold. Mhm. Wie mit dem Sass, das passt für ja, die ostfälischen, plattdütschen Dialekte nicht so gut als für die nordniedersächsischen Varianten. Und darum hätte ein sich nur entschieden, okay, das wart dann obschreiben, na, das ostfälische Wörbuch. Aber das ist auch dicht, also genau as de Sass, das ist dicht an der hochdeutsche Rechtschrieben und viele Wör sind auch schreiben als in Sass. Okay. Ja, Ja, das also das, schriebst du, also den Link schrieb Jörg nochmal in die Beschriebung, Den, ne? ja, den Link schrieb wieder nochmal rein. Und das Schöne ist, ob das sieht, da ist nicht bloß ein Wörbuch bin, als ein das von Platt WB oder von SAS oder so kennt. Nee, ein findet da auch aktuelle Termine bin. Ah, Was ist mega. eigen, ja, was ist so los in der Region? Wo dröppt sich ein Plattdeutsch kriegen? Wo ist gerade ein Niet Bogrut kommen? Was gibt das für Veranstalten? Das kann ein da eins finden. Da gibt es so bummelig, jed ein Weg, alle 2 Wochen, dann nee, in Indrach auch mal vielleicht besondere ostfälische Wörter, die da vorstellt worden oder auch Personen, Ansprechpartner kann einen da finden und auch Materialien, drunter Laden. Cool. Das ist Ja, richtig schön. Also einmal eins bündelt, was man so brucken deit. ja, eins bündelt, was in so Bruckendeit, wenn ein sich mit der Region Ostfalen eigens auseinandersetzen mag. Super, Richtig, mega cool. richtig, richtig schön und ja, und da hab ich mega lang an Arbeit. Und ja, ich freue mich, dass ich dir von diesem großen Projekt bin. Oh. Ja, und dann, ja, November, da wäre dann noch was richtig krasse bei mir. Da habe ich einen Anruf kriegen von Karin. Das ist die Sängerin von der Band Rockwag aus Bremen. Und der hat gesagt, Hilka, was hast du in 2 Wochen vor? Und ich so, Bist du spontan? ja. wenn du, wenn du so wusst, ja. Und ich so, worum geht das denn? So, ja, wir sind mit der Band wie der ESC, der Regional- und Minderheitensprachen mit dabei. Der ESC von der Regional- und Minderheitensprachen heißt Liet International. Und ja, da kommt dann Einmal. von der europäischen Regional- und Minderheitensprachen können sich die Bands bewerben und die 12 Besten war dann utwählt und ja, das könnt dann eben vor Publikum live im Fernsehen dann sich präsentieren, so als ihr das von ESC kennt. Und der Jurymitglied, was die Organisation eigens versehen hat, hat aber kurzfristig Absicht. So, und dann so, oh, so, nun habt wir kein Jurymitglied mehr für Plattdeutsch, was mag wir nur? Und dann habt ihr eben gefragt, ja, Live Band Rock war, kennt G ein, wie brugt Hölp? Ähm, und dann hat Rock war gesagt, ja, Hilka, Wahnsinn. Hilka muss kommen.
Und So krass. ich wäre ja auch geil, ich wäre ja mal in der Jury von Platz Sounds, der Mhm. niedersächsische Bandwettbewerb von den niedersächsischen Landschaften. Also bei den Jury-Erfahrungen habe ich all. Und ja, und dann habt die mir eben gefragt, kannst du dir das vorstellen? Und dann Wahnsinn. habe ich gesagt, okay, Wahnsinn. darf ich da mal 2 Stunden über nachdenken? Und dann habe ich oblecht eine halbe Stunde über nachgedacht. Und dann, Ja. und dann zurückgehoben und sagt, okay, ja, ich mag das. Wa Ja, und dann hab die, ja, als du so willst, in bloß ein Weg organisiert, hab ich da mit der Lü von Lied organisiert, dass ich da hinflieg. Und das wäre ja nicht um die Ecke, das wäre auf Korsika. Auf Korsika, da will ich grad noch mal sagen. Schön Flachkörper auf Korsika, als du magst. Ja, 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 von mehr habe ich gar nichts sehen. Viel der, Oh, schade. wie der Anreise wäre eine Mega-Katastrophe. Da wäre für 3 Tage echt Sturm. Ich muss über Paris fliegen, von Mhm. Hannover. Und die Maschine hätte all 1,5 Stunde verspäten hat, wäre echt laut. Und dann wäre Schneesturm in Paris. Ah, shit. Und ich muss den Flughafen wechseln. Ich bin auf Charles de Gaulle angekommen und muss, Oh, ja, und muss nach Orly noch mal immer durch die hele Stadt durch. ey, das ist so 'n Und dann, Horror für mich, ne? Ah, ja, und das wäre echt Horror, denn da wäre Schneesturm. Und wir habt über 4 Stunden in das Flugtüch ob das Rollfeld setzen. nein, will die nicht Duh. los können? Nee, wir konnten nicht utstiegen in Paris. Ach. Oh, shit. Ja, Ja, krass. und ich glaube, jichtens, wann habt ihr uns auch vergessen? Und Wir haben also als Lost total vergessen. ja, und dann habe ich natürlich den Nachmittagsflug nach Korsika all verpasst. Ja. So, und ich dachte so, oh, okay, gut, aber da kommt noch ein um Glockenlegen. Den war ich ja wohl krägen. Das war schon was lauter, schon was lauter, schon was Oh. lauter. Und dann jichtens, wann können wir Mhm. parken? Und ich dann eben nach dem Metro. Und da wäre auch noch Streik von der Öffis in Paris. Nein, wenn kommt sogar eins da oben. Oh Das nein. heißt, ich konnte kein Metro-Ticket an Schalter kaufen. Da wären vielleicht 2 Schalter oben und da wäre ein Schlangenbett, weiß ich nicht, Ah. Uhlenpfingsten. Und dann habe ich aber Gott sei Dank über der App und mit meiner Kreditkarte ein Ticket gekauft und dann gedacht, okay, wenn du nur die Metro kriegst, dann passt das. Du kommst dann 3 Minuten an, bevor das Oh Gate Gott. schlöten, das kannst du schaffen. Ich renn Ach, in die Metro und dann eine Station, bevor ich umstiegen muss, hätte Metro anholen nein, nein. und ist nicht wieder feuert. Und ich so, Oh. nee, nee, das kann nun nicht wahr sein. Der hätte echt 3 Minuten storn. Und ich hab gedacht, shit, was magst du nu? Mhm. Der hat dann überlegt, okay, dann muss ich ja übernachten in Paris. Oh Gott. Und dann habe ich noch mal in die App von Air France kicken und Halleluja, der Fluch nach Korsika wäre auch noch mal 1 Stunde Lord. Oh, das ist das, wie die Deutschen Bahn auch immer drauf setzen da, dass dass die Bahn, die kriegen muss, auch so viel verspäten hätte, dann denkst du, wer die kriegen da. Wie Ja, krass. Also du hast den Flucht dann noch kriegen. ja, ich habe den Fluch mega Irre. entspannt kriegen. Ich komme mir dann in Orly sogar Spannend. noch noch ein Abendbrot köpen. Alter. So, also Oh. das wäre, Gott sei Dank, das hätte alles dann funktioniert und dann wäre ich, glaube ich, Glock, ja, halb 12, ob Korsika. Und das wäre auch noch so ein Horror, weil ich habe den meisten Tiet schlafen in Flugtüch. Und dann wären wir alle Lande an Fluch und auf einmal gäbe das mega Turbulenz. Und ich bin obwacht und ich so gedacht, oh, was ist denn nun los? Und das wäre richtig krass. Und achter mir wäre dann ein Froh in der Reg, der hat immer so Oh macht. nee, ja, das sind die schlimmsten. Oh Gott, ja. Ja, der Kev dachte, oh Oh. Gott, bitte nicht. Und naja, was ist passiert? Oh, ich hab das dann in den Ds hat, was passiert ist. Oh nein. Also, ey, also, das ist so die absolut schlimmste Reiseerfahrung, die ich mir so vorstellen kann. Alles streikt, Schneesturm. Du hast so eins in ein. Best of quasi. Ja, und dann noch eine Froh, Worst of. die kotzt achter mir. Ja, ja. Ja, naja, auf jeden Fall, wir sind dann zum Glück 1 Minute lauter auch Land.
Und das wäre halt Full-Tagen-Programm, ne? Paris minus 3, 4 Grad und Korsika dann, ich glaube, 9, 20 Grad, da mitten in der Nacht Oh, noch. krass. Richtig, Schön. richtig krass, ja. Ja, und dann wäre ich dann gegen Mitternacht in Hotel. Und was mir auch nimmer gesagt hätte, das wäre ein Spa-Hotel mit Pool und Sauna und ich hab natürlich nichts dabei hat. Nein, Ja, schade. Oh. schade. Ja, und ich habe irgendwie so gedacht, ach ja, und dann kannst du ja vielleicht noch was von der Altstadt von Korsika ankicken. Nee, nix. Kein Morgens Tiet. früh, kein Ah. Tiet, liegst am Morgen in der Theater, wo das wär abgeholt worden und dann hier Jury besprechen, erste Soundcheck und so wieder und dann habe ich zumindest auch mal mit Rockwag noch mal kurz geschnackt. Ja. Ja. Oh. Und dann auch mit der sorbische Band, die da war, ja, viele Grüße nach Brandenburg, das wäre richtig schön, ja, kennenzulernen. Und dann lebt das so auf, an Abend ist das ja live utstrahlt worden, die Song Contest in das französische Fernsehen. Mhm. Und was ich nicht wusste, das war, wenn das ein Live-Senden ist, vorher eins immer probt. Oh, alles war einmal durchgegangen? Einmal durchgehen. Krass. Und der habt uns auch all secht, wir mögt all an Nachmittag und klamüsern, welche Band wir auch best find. Wir könnt das an Abend noch mal ändern, aber die eigentliche Bewertung ist all vorher. Ja. So. Und also ich hef, das ging mir eins fehlte schnell, ich hef dann auch an Abend dann erst die richtige Bewertung abgeben und ich glaub, das habt die meisten von den Jurymitglieder auch gemockt. Mhm. Wer ja von den Bands die Texte und also wird auch auf Englisch übersetzt kriegen will, die habt ihr alle in der Muttersprache oder in der Regional- und Minderheitensprache gesungen. Ja. Und da hätt ihn aber gar nichts, aber die Übersetzen habt wir erst an den Nachmittag kriegen. Okay, gar keine Tiet sich irgendwie gut vorher fährt er berein. Ja, genau. Darum, also das wäre gut, dass wir dann immer ein Durchlauf haben, damit ein sich das eins nochmal erstmal ankicken und anhören kann. Aber dann muss ich mich da erstmal mit den Texten auseinandersetzen und have dann erst eben Ja. auch am Abend die richtige Bewertung dann live abgeben. Ja, Krass. aber das ist am Nachmittag, also 3 oder 4 Stunden all setten, das hele Programm. Dann, dann in der Maske. Ja. Also, ich denk, ich kenn mich gut ut, so mit Schminken. Aber das wär so krass, wo die mir taugleistert haben. Noch 'n Ja. Schicht Make-up und noch 'n Schicht Make-up und noch 'n Schicht Make-up. Und later im Fernsehen, als ich da eben mir Punkte aufgeben have, have ich gar nicht schminkt ut sehen. Das ist verrückt, ne? Die Ja, Kamera schluckt das ein, so das ist total mal. ja, richtig mal. Na ja, auf jeden Fall, dann gibt das Abendbrot und dann konnt ich auch mit der Band so erst mal am Betten schnacken, die auch noch mal am Betten kennenlernen und so wieder. Mhm. Und dann das hele Programm noch mal, aber dann eben Oh. live. Was für Sprachen sind so dabei, Van? Also Friesisch wär dabei, Ladino wär dabei, Sorbisch wär dabei, Mhm. Dütsch von der Dänen, von der dänischen Minderheit, Ah, von der deutschen ja. Minderheit in Dänemark. Da wär ein Schöler Band, die hätt dann auf Dütsch gesungen. Kor ja, Korsisch wär dabei, Occitan, Bretonisch und Sardinisch. Krass, voll spannend. Also ich wüsste vorher gar nicht, dass das überhaupt gäben deit. Mhm. Ja, war richtig interessant so, ich glaube, 2 sind nicht kommen. Ein, der Tiroler Dütsch sungen ha, der ist nicht kommen, weil der hätt dreimal sin Fähre nach Korsika von Italien verpasst. Oh nein. Ja, Ja, mies. und das wäre richtig mies, weil die letzte Fähre, da hätte dann keinen Bock mehr hat und der habt noch versucht, ein Inter pflegen oder was auch schon mal, sie schalsig was buchen, sie pflichten in, der hätte keinen Bock mehr hat und dann ist aber sie ein Jurymitglied kommen und dann hätte nix mehr zu tun hat. Nein, dann können, hey, können Sie den Korsika ankicken. Ja, richtig doof. Ja, Schade. aber das wäre richtig, richtig schön und eben auch mega cool, der Region, diese vielen, vielen Sprachen und eben auch Plattdeutsch dann live in französische Fernsehen zu Ja, sehen. Richtig, richtig cool. cool. Den Livestream kann in sich auch noch ankicken, ob der sieht von Lied international. Da kann ich auch noch mal den Link dazu packen. Ah, das ist echt ein krasses Beleben. Also du bist einfach mal Mhm. Korsika-Van. Ja, für ein Dach.
für Plattdüt. Krass. Ja, ja. Das ist Jet Set. Ja, genau. Wahnsinn. Ja, das wäre mein Ja, Plattdüt-November. echt, also ich finde es so krass, was du da belebt hast. Bei mir ist im Van langweilige Van. Ich war nur im Riesen Hamburg. Und hab da nochmal eine Social Media Waagstelle mockt. Also das ist wirklich total fix abhandelt. Das ist, da hat mir das Sekretariat für Niederdütsch hat mir anfragt, ob ich Lust habe, ein Dach lang mit Lü, der sich dafür interessiert, so ein bisschen Social Media und Plattdeutsch zu lernen. Und das war richtig cool. Also wir habt erstmal hab wieder überschnackt, okay, wie baue ich eigens eine Social Media Seite up? Und dann noch hab wie brainstormt, was die so für Inhalte eigens morgen können. Und dann noch habt ihr ihre eigenen Inhalte dann auch umsetzt. Und das ist echt ganz cool geworden. Schön. Ja, war ich spannend, hat Spaß gemacht. War eine coole Verbindung und Instagram und Plattdeutsch. Ja, richtig, Ja. richtig gut. Och, ja. Dezember. Na los, Hilke, Dezember. hau noch mal einen Hut. Ich habe ja vertellt, ich habe einen Gast da hat. Mhm. Ja. Und vielleicht müssen wir uns erstmal was anhören. Na 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 na. Die See und ich, wir kennen uns seit Jahren. Es war Liebe auf den zweiten Blick. Du bist stürmisch und still, mal seicht und mal tief, mal glatt wie ein Spiegel, mal peitscht deine Gischt. Ich liebe dein Salz auf meinen Lippen. Du hältst mich jung wie mein inneres Kind. Wohin soll ich steuern? Auf See im Nebel. Du bist meine Sirene, ich folge dir blind. Das Meer und ich und das Meer. Zusammen an der Reling wanken wir umher. Ich und das Meer und ich. Vorher zu sehen war das nicht. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. O Kaptein, mein Kaptein, erst wärst du jammert. Das erste Mal lebst du gut mit mir. Erst schwimmen, dann pullen, denn die Segel setten. Wie schippert mit Sturmflaute, Luf oder Lee. Jed ein Kurs stimmt, Stüerbord, Backbord. Ein Leuchtturm brugte wie zwei nicht. Du hältst dat Roder, wie Swepsen winnen. Ich vertrau die denn ob wie Schlecht-Sicht. De Seebohr und ich und de Seebohr. Mit Rum mit Glas, sind wie umher. Ich und de Seebohr und ich. Vor rot zu sein, bei dat Meer. Der Seebär und das Meer gehören zusammen, hör genau her. Wir werden nass und wir reiten die Wellen weit über den Horizont hinaus. Und wenn wir von der Scheibe fallen, fliegen wir wieder. Fliegende Holländer wieder daraus. Die See und der Captain untrennbar beisammen. Wie Kabeljau und Lebertran. Glücklich wie ein Fisch im salzigen Wasser, die sich für immer zur Seite starren. Das Meer und ich und das Meer. Zusammen an der Reling wanken wir umher. Ich und das Meer und ich. Vorher zu sehen war das nicht. Der Seebär und ich und der See.
Mit Rum im Glas wanken wir umher. Ich und der Seebär und ich. Vorher zu sehen war das nicht. Na, 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 Hilka, vertell, was war das denn? Ich hab da so eine engelsgleiche Stimme gehört. Ja. Ja, und Dine dann. Ja, und Miene dann auch noch. Das wäre nur die Retourkutsche nochmal, ne? Ja, ich habe an Halloween, an Reformationstag, muss ich ja eigens sagen, habe ich den Künstler hervorragend ut Berlin besucht hat. Und der hat mir nämlich all in Frühjahr, wenn ich fragt, ob ich nicht Lust habe, mit ein zusammen einen Song abzunehmen. Total mal. Ja, total mal. Und ja, und der ist dann eben im Dezember, kurz vor Silvester, dann gut kommen. Und richtig schön, ton Achtergrund, hervorragend. Morgt sonst irgends andere Ort von Musik, mehr so ein Bett in Richtung, ja, Jazz-Schlager, fast so mit Ballermann-Texte, so ein Betten. Aber ein großen Teil von seiner Familie kommt irgends von der Küste und Schleswig-Holstein. Und die erste Version von dem Song, er hätte ihn dann noch wiederentwickelt, hätte schreiben, achter ein Besög da bei seiner Familie. Und er hat gesagt, ja, das geht eben um den Seebohr, ein Kerl, der das Meer läuft, aber nicht sofort, nicht direkt im Mang. Das hätte so seinen Tiet brucht, ne? Der hätte gesagt, was kann besser die Stimme von das Meer wählen als Plattdütsch? Ja, ja. So, und so ist es dann dazu gekommen, dass ich das Meer singen dröff. Total Ja. cool. Und wo kann man den Song hören? Den kriegst du eigens überall. Also ob Spotify, ob YouTube, wie Apple Music, wie Amazon Music. Ja. Auch ob die sieht natürlich von hervorragend, da kann ein die sich auch anhören. Also überall, wo das Musik gibt, kann ein sich den Song anhören. Und der Song heißt Meer, ja, Astert Meer. Und ja, den findet ein dann, wenn hey na hervorragend oder na Balladutsche söcht. Ja, und vielleicht hört wieder ja auch bald wieder Diskos und wieder Schützenfest und so. Ja, vielleicht. Mal kicken, ob wir den vielleicht auch mal in Radio hört, in der ein oder anderen Plattdütsch senden. Das wäre auch mal cool. Also, Oh. hallo, Lewe Plattdütschen senden. Vielleicht wäre ja mal hier so ein cooles Duett mit der singende Disco-Kugel hervorragend ut Berlin und mit Balladutsche, was wert, um das mal zu spielen. Absolut. Ja, richtig cool. Ich finde so krass. Also, mein Dezember war ich also mein Dezember war ein bisschen ruhiger. Ich war tatsächlich über einen Klassendräpen, aber nicht um meinen Klassendräpen. Das war irgendwie ganz witzig. Der liebe Daniel haben mir über Instagram anschreiben, dass hey immer gern irgendwie ein bisschen was anderes tausend Klassendräpen morgen deit. Und ob ich nicht Lust habe, für Bieter kommen, um mit ein Betten einfach ein Betten was mit den Lü oplandisch morgen. Und ich finde sowas ja immer total witzig. Und auch gerade wenn Jimmy dann einfach so anschrieft, ich hab da ja Lust drauf, sowas am Morgen. Und dann war das so eine witzige Aktion, weil Hey ha gar nicht vertellt, dass Hey Me organisiert hat. Und dann käme der Lüder an und du hast richtig so einen Blick, Tommy. Hä? Hab wie mir der Abi mockt? Hä? Kennst du das? Also war echt ganz witzig. Hat auch so vom Ölle ungefähr passt. Und habe ich mit dann auch so ein Beten Filmron und Laderon mockt und so. Und das war echt ganz witzig im Dezember. Also, das war so ein bisschen mein Highlight, ob ein Klassentreppen erwähnt, das nicht mein Klassentreppen ist. Du hast aber noch nicht den Song hat, Pilka. Das ging noch nicht. Ja. Dann war ich nur mit inbauen. Ja, ja. Ob Lisa eigens mein Song in der Songraden
Hut kriegen hätte, das Ja, könnt ihr auch in der Folge unter Tag anhören. ja, hört doch mal rein. Ich bin einfach nicht gut in diesem Spiel. Ja, also ich find das so krass, diese Folge ist nur wirklich lang geworden. Aber ich Mhm. finde das so spannend, dass einfach mal zu erzählen, was das eigentlich alles mit Plattdeutsch geben deit. Also ich weiß auch von dem, was du so magst, das so viel nicht. Und ja, ich hoffe, dass Jau das auch interessiert hat und vielleicht auch noch mal neue Anreize geben hat mit, hey, ich kann ja mal zu einem Kunstgespräch hingehen oder ich kann mir ja mal den ESC für die Minderheitensprachen mal ankicken. Ja, total. Also, ich hoffe ja auch, dass der ESC von den Minderheitensprachen vielleicht nach Deutschland kommt. Ich Hm, habe da ja. so was gehört, dass vielleicht die Sorben interessiert sind. Das wäre natürlich mega, Ja. wenn wir die mal in Deutschland haben. Das wäre richtig wow. Ich will auch noch mal hinfeuern, dann aber nicht über Paris. Also ist das nicht so, dass der gewonnen hat, dass der dann Utrecht? Nee, 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 du musst dich Ach dann so. als Utrechter auch bewahren. Ah, okay. Und kennt Ja. den gewonnen? Das hat mir noch gar nicht erzählt, glaube ich. Ja, Wunden hat ein Künstlerische de Ladino singt. Ladino? Ja, Ladino. Wenig mein Favorit. Also das wäre eigentlich mein zweiten Platz. Mein ersten Platz wäre Melissa Panda. Die hat einen Song ob Friesisch sungen, und den Niederlanden und Niederländisch Friesisch, und der richtig, richtig coole Radio-Attitude hat. So Ah. Betten Country und auch nicht so schwor in der Bedüt. Die singt einfach darüber, wo sie ihren Freund kennenlernt hat. Ach, okay. Ja, also Melissa Panda, das wäre mein Favoritin. Gut, okay, okay. Schön. Dann kommt wie von Melissa Panda doch mal Songs. Was hältst du davon? Ja, oh ja, auf jeden Oh Fall. Auf ja. jeden Fall. Machst du anfangen? Ja, ich mach Anfang. Okay, also. Halbig 12 und ich bin heil allein. Sit hier und kiek ut dat Finste. Ich wünsch mi so bannig, jichtens ein wär hier. Jichtens ein, der mi von all den befreien deit. Okay, nun kommt der Refrain. Give me ein Kerl noch Mitternacht. Jichtens Ach, ein, das ist der doch wie dat aber. Licht von den neuen Tietfern deit. Give me ein Kerl noch Mitternacht. Damit der Schattenswind und dat Lärme streuen deit. Give me a man after midnight. Ich schau grad, werde richtig um aber. Wo viele Aber-Songs habt ihr all nur in der Partyplatte und Plüschmaus Playlist? Ja, also ich will so ein Album halt denken, so ein Album Happy von Meister Hopen. Aber ich mach die auch einfach. Okay, also, aber kommt Mhm. wohl dann mal rein. Ja, ich hab mir wat Utsicht. So, ich werde eine Krise kriegen da. Okay, vertell, los, komm. Ja, ey, ich sag dir, also Kurt Levelü, nochmal das zu verklauen, wir haben zwei Folgen in der Tag in Hannover aufgenommen, aber bloß ein Folge kommt ruht, denn Ja. was in Tag blifft auch in Tag oder in Theater, darum, Du meinst, was da, im Tag passiert, das blifft im ja, was Tag, in ne? Tag, oh ja, Entschuldigung, was in Tag passiert, blifft in Tag, und das ist die zweite Folge, und wenn, wie jichtens, wann mal Wetter mit Partyplatte und Plüschmus ob the Böen sind, dann könnt ihr ob Mhm. freien. Erstens ist das Programm natürlich wieder ein völlig anderes, und die zweite Hälfte, die ist auch bloß dann für Schau. Die kommt nicht Genau, in Stream. Ja, genau. so, und ich muss dir sagen, ich glaube, de Lü in Tag, die haben mein Lied aber direkt am gut kriegen. Okay. Ja, ja. Okay, also, Mhm. hier, mein Klauket Bauch. So. Ich kun wag neben die liegen, bloß die Pusten zu hören. Tau kicken, wo du smusterst, wie du slöpst. Wie du weit weg bist und drömst. Ich kun min Läven in Hengaf in düssen wunderschönen Augenblick bringen. Ich kun mi für jümmer in düssen Moment verlehren. Will jed in Moment, de ich mit die Tau bring, ein Moment is, de bannig kostbar is. Ich moch min Augen nicht slöten, ich hör, dat du googelst.
Ich mach nicht inslopen. Vertell wieder. Ich hab schon die Idee, aber ich habe tatsächlich noch nicht googelt. Also, ich mach noch mal den Refrain. Ich moch min Augen nicht slöten. Ich mach nicht inslopen. Denn ich wür die missen, min Leif. Und ich will nix missen. Denn ook bin ich von die Dröm. Wär ook de schönste Drom nicht schön noch. Ich wür die jümmer noch missen. Und ich will nix missen. Ist das? Don't wanna close my eyes. Ist das der? Ah, und wo hält die Band? Nee, weiß ich nicht. Und Also, aber ich kenne den, ja. ey, Hilka, ich kenne Ja. den Song. Ich habe den Song Ah ja, geprägt. irre, du kennst den Song. Ja, das ist Aerosmith. Ah, yes. Und wo hätte Film? Irgend so ein Lave-Ding, sicher, oder? Nee, das kannst du nur mal googeln. Der Film Don't Wanna Close My Eyes? Oder wie heißt der Song? I don't wanna miss a thing. Ah, I don't wanna miss it. Moment. Armageddon! Ja. Nein! So eine Lebensschnulze. Witzig. Hab ich eigentlich mal drüber geschnackt, dass ich das total sinnlos finde. Auch. Das bei Armageddon ist das doch, dass der Bohren oder Lü, der bohren könnt, bringt der bi Astronauten tau wählen. Wäre das nicht viel einfacher, Astronauten bi tau bringt tau bohren? Weißt du, hab oder? Ja, nee, habe ich nicht, aber ich habe da Dreiburg ja auch nicht schreiben. Ja, das ist total sinnlos. Aber genau, das ist nochmal ein ganz andere Folge wert. Ja, da können wir nochmal wann anders überschnappen. Definitiv. Aber was knackt ihr denn in Taukaum-Folge? Ah, der mag wie mein Themenwunsch, oder? Ja, genau. Wir habt ja eigentlich gerade erst über Sport schnackt, Sport und Periode, aber wir habt gedacht, oh, kann nicht noch Sport wählen und dann schnackt wir über absonderliche Sportarten. Ja, ich freue mich richtig drauf. Billy Glöw, wir sind doch auch schon ganz breit aufgestellt mit U-Sportarten. Das war Ja, witzig. ja, das war witzig. Und da noch mal was zu finden, was wir noch nicht morgt habt Ja, und was wir aber ja. gerne mal probieren mochten. Absolut. Also cool. Freitje, ob und wenn Sie in absonderliche oder malle Sportart morgt, Ja. schickt uns die gerne. Wir sind neugierig. Absolut, die Welt. Entweder unter der E-Mail-Adresse oder aber auf der neuen Instagram-Kanal von Partyplatt und Plüschmaus. Wie freut uns. Mag das Gauchi leben. Bis balle. Tschüss. Tschüss.